Onze Geschicht schildert die Pilgerreis von ein Port von Plautdietsche Mennoniten in Nord-, Mittel- und Südamerika. Onze Geschicht Nummer 15. Ditmaal vertellen we nog een beetje meer van de Russland-Mennoniten in Mexiko. En dan waren er nog meer van onze ouderen, grootouderen en urgrootouderen eerder naar Mexiko trekken en daar aansiedelen. Na dem Ereignis bij Irapuato versuchten de meeste Russland-Mennoniten-Families so schnell als möglich nach Kanada oder nach Kansas zu kommen. Aber eine kleine Gruppe von an trok von Irapuato nach Durango und siedelt sich in Durango in der Hacienda El Trebol an, wohnen mal wenige Kilometer aufwärts von der Oldkolonie Darpa bei Patos. Ein Peter Wahl, wo mal in Patos Durango wohnt, und dann later in Yermo Durango und noch later auf der Hawaiius-Kolonie in Chihuahua. En te laatst im Altenheim bij Cuauhtémoc, die heeft mij mal verteld van wo ze als jongens naar deze El Trebol Hacienda naar de Russland-Mennoniten aangefahren zijn, to ihre Gottesdiensten en to den ihre Kasten. En besonders van wo ze die Russländer ihr Singen gelegt haben und so weiter. Von der Hacienda El Trebol in Durango trocken auch noch immer mehr Familien entweder nach Kansas oder nach Kanada. Zuletzt trocken die wenige Familien, die noch in Mexiko bleiben wollen, nach San Antonio de los Arenales, Chihuahua. Aber ein Wietmann aus dieser Gruppe, ein Onkel Faust, dem bei El Trebol seine Früh gestorben war, befriedet sich mit einer oldkolonische Früh, die auf der Patos-Kolonie wohnt. Hij wordt ook Oldkolonie en woont door. Zijn nakomen zijn ook poort van ons geworden. Im Januar 1927 schrift David Redekop im Kansas Boten so. Wir wohnen hier nu in San Antonio de los Arenales en hier wohnen nu 5 Families van Russland en 2 Sommerfelder Families van de Santa Clara Kolonie. Later kamen noch etliche Russland-Families nach San Antonio. Aber 2 Russland-Mennoniten-Families, eine Gausen-Familie und eine Teibs-Familie, trocken ab die Sommerfelder ihre Santa Clara-Kolonien ab und wurden Sommerfelder. Diese ihre Nachkommen sind also auch Port von uns geworden. Die Russland-Mennoniten in San Antonio organisierten sich durch mit der Zeit als eine Gemeinde und nannten die Hoffnungsau-Gemeinde. Aber diese Gemeinde hat sich auch lang abgelöst. Langsam trocken immer noch mehr von diesen Russland-Mennoniten nach Kanada. Und die Ranpenningsfamilie, so vertelt Jakob Ranpenning mir mal, wir auch mal nach Manitoba gekommen. Aber als sie bei Winnipeg gekommen wären, dann hat Vater Ranpenning gesagt, wir wängen hier fortan und fahren mit diesem selben Zug zurück nach Mexiko. Tante Ranpenning war eine sogenannte Trachtmerkermumtje in Mexiko, die auch vielmals bei Geburten gebraucht wird. Wir können noch sehr viel mehr von diesen Russland-Mennoniten sagen, aber dort tun wir vielleicht später nochmal, wenn wir davon vertellen, und wo weit die Russland-Mennoniten in Mexiko Port von uns geworden sind, oder wo weit die uns und unsere Eltern geholfen haben.
nu war der mehr von dem von Kanada nach Mexiko umsiedeln. Franz Peters von Zwifker in Saskatchewan hat kriegte Rechnung geführt von wieviel sie von der Zwifker Reserve in Saskatchewan von 1922 bis 1927 aufgefahren sind nach Mexiko. Und wieviel Seilen in diese See mitfuhren. Hier folgt seine Liste. Der erste Zug fuhr am 9. März 1922 auf und nahm 234 Seilen mit. Im zweiten Zug am 15. März 22 fuhren 235 Seilen mit. Im dritten Zug am 30. Dezember 1922 fuhren 143 Seilen mit. Im vierten Zug am 11. Januar 1923 fuhren 144 Seilen mit. Im fünften Zug am 7. April 1923 fuhren 118 Seilen mit. Im sechsten Zug am 15. April 1924 fuhren 152 Seilen mit. Im siebten Zug am 4. Dezember 1924 fuhren 104 Seilen mit. Am 8. Zug am 10. Juni 1925 fuhren 118 Seilen mit. Am 9. Zug am 25. November 1925 fuhren 97 Seilen mit. Am 10. Zug am 23. Februar 1926 fuhren 166 Seilen mit. Am 11. Zug am 9. April 1926 fuhren 125 Seilen mit. Am 12. Zug am 19. November 1926 fuhren 193 Seilen mit. Am 13. Zug am 1. März 1927 fuhren 62 Seilen mit. Also sind von Zwifker und Saskatchewan am ganzen 13 See nach San Antonio de los Arenales gefahren und die haben 1802 Seilen dahin gebracht. Diese Zahl schlägt aber nicht die an, wo mit dem ganz letzten Zug lot im Herbst 1927 noch mitkommen. Mit dem 5. Zug, der am 5. April 1923 von Zwifker auffährt nach Mexiko, schickt die Zwifker Gemeinde Schindeln, Deren, Fenstern und eine Kirchenkanzel mit, um die Zwifker ihre erste Kirche in Mexiko bauen. Nur Franz Peters seine Schriften noch, dann erst 1927 lot im Herbst noch ein letzter Uitwanderungszug mit Uitwanderern von alle drei Reserven. Hague, Saskatchewan, Manitoba Reserve und Zwifker Reserve nach Mexiko gekommen. Von diesem Zug wusste ich, vielleicht 3 Jahre träg nicht. Die wenige Familien wohnen noch 1927 noch in Iran kamen nach Mexiko, die mussten sich selbst weiten, mit wo sie dahin kommen können. Einige laden ihre Sachen an eine Zugfrachtkorps und hangen ihre Korps einem Zug an, so sie können. Andere fuhren mit einem fertig. Ein Onkel Redderkop, wo er von Hague, Saskatchewan nach Patos Durango getrokken war und later in Süd-Ontario wohnt, der vertelt mir da einmal, dass er selbst und auch noch andere Familienvaders ihre Familien mit 41 Jahren nach Patos Durango in Mexiko angenommen haben. Im Herbst 1923 ist die Zwifker ihre Kirche in Mexiko fertig. Ältester Abraham Wieb und Franz Peters fuhren am 13. November 1923 auf nach Mexiko, da ihre Kirche anzusehen. Noch 7 andere Männer von Zwifker und Saskatchewan fuhren mit dieser Taub dahin. In den Uitwanderungsjahren, so schrift Franz Peters, kann jeder einen sogenannten Freipass kriegen von den US-Eisenbahngesellschaften, von wo sie Uitwanderungssie gechartert hatten, womit sie dann umsonst im Zug durch die US fahren können. Die oldkolnische können nicht mehr mit den Mennoniten ihre gecharterte Züge umsonst durch die US fahren, aber auch mit irgendeinem von den Great Northern und Rock Island Eisenbahngesellschaften ihre Züge.
De ooms ihre Freepasser haben de Gemeinden veel Geld gespart in diese Jahren, als de ooms veel Hanen fahren mussten, ihre Gemeinden op beide Städten in Kanada und in Mexiko zu bedienen. Wahrscheinlich hatten auch die Sommerfälsche ooms so eine Freepasser, aber beweisen kann ich das nicht. Die Oldkolonie ihr Land verkauft in Kanada maar sehr langsam und sehr billig. Wer in Saskatchewan, op de Swiftcurrent Reserve oder op de Hague Reserve en op de Manitoba West Reserve Land kopen wil, die wist, hij braucht da nicht viel vertolen. Atelige teruggeblevene Buren kauften sehr viel Land für sehr wenig Geld und waren later dadurch sehr reich. Diese Reichtum lässt sich hier von der offensichtlich noch bei einigen Familien, was in der dritten Generation erkennen. Viele Formen leiten ihre Wirtschaften in Kanada durch einen von ihrer Geschwister oder einem Freund verkaufen, wo in Kanada geblieben war. Vielmals mussten ihre Wirtschaften ganz oder meist ganz ausgebeugt werden. En Adelige haben keinmal alles betalt gekriegt. Krijgt in diese Jahren, als unsere Eltern, Grooteltern und Urgrooteltern von Manitoba und Saskatchewan nach Mexiko trokken viele mennonitische Familien von Russland nach Kanada. Und viele davon kauften oder borgten sich von der Oldkolonie volle Wirtschaften für sehr wenig Geld. In dem Dorf Gnadental in Manitoba trokken buiten eine Familie alle Familien nach Mexiko. Ein großer Part von der Oldkolonie ihrer Wirtschaften in Gnadental wurden von Mennoniten abgekauft, wo kurz aus Russland nach Manitoba gekommen wären. Die Mennoniten von Russland kauften oder borgten in Manitoba auch viel Land in so eine Dörfer aus Blumenort, Rosenort, in Rheinland und andere Dörfer. Und dort traf sich, dort die Wirtschaft für Käufer und die Käufer Vaders wären. Dann viele Familien von Russland kamen von den selben Kolonien in Russland, von wo ihre Vaders 45 bis 50 Jahre eher auch nach Kanada gekommen wären. Ironischerweise fehlten die Mennoniten, wo in den 1920er Jahren von Russland nach Kanada kamen, dass sie in Kanada weiter Religionsfreiheiten gefunden hatten. Wo je in unsere Eltern und Grooteltern fehlten, sie hatten die Religionsfreiheiten in Kanada verloren. Aber wir müssen bei dieser scheinbaren Ironie nicht vergessen, dass die Russland-Mennoniten in den Jahren uit ein Russland kamen, wo an durch die Revolution so meist alles Eigentum weggenommen worden war. Und hier in Kanada dürfen sie weiter Land eignen und nur Hortenslast weiter Bücher senden. Viele von unseren Eltern und Grooteltern verkauften ihre Wirtschaften und vielmals auch ihre Sachen, sehr Jahren an die nie gekommenen mennonitische Familien aus Russland. Die Zwölfkurrenter haben immer weiter Schwierigkeiten, genug Geld zu kriegen, ihre Landtollungen zu merken, und sie mussten dort immer weiter versuchen, mit der Zulagerfamilie zu regeln. Mit der Zeit geben sie dort Land ab, auf dem Norden von ihrer Kolonie, wo die Dörfer 108 und 116 angesiedelt worden sollen. Einfach träg nur die Zulagerfamilie, ihre Schuld dort kleiner zu merken. Und dann bereden sie dort mit den Zulagers so, dass sie die Landtitel für jeder Dorf apart merken können. Davon lauter noch mal mehr. Für nu will wir bloß noch sagen, dass es binnen weniger Jahren sehr klar wird, dass die Oldkolonie Mennoniten das Land in großen Bustierstal sehr viel zu dir gekauft haben. Die Manitoba-Kolonie haft auf Koten ihren Rothahn in Mexiko mal kurz 2 Landtitels gemerkt. Jeder Titel ist ab 2 Männer ihre Nomes in das Rheinländer Oldkolonie Wesenamt gemerkt. Die Manitoba-Kolonie ihre Landschuld wird jeder Jahr mit Interest oder mit Zinsen taub betalt an die Zulagerfamilie, aber weil so viele Leute ihre Tollungen am Land nicht nachkommen können, und weil so wie 1/3 vom Koloniesland noch von keinem gekauft worden ist,
mochten de Vorsteher dort jeder Jahr immer weiter noch mehr Geld liehen von de rijke burgers op de kolonie en van ihrem Wesenamt. De Wesenamtskost ging dadurch meist bankrott. Davon lotte auch noch mal viel mehr, wenn wir durchkommen mit unserer Geschichte, wo das nenntpasst. Der oldkolonische Ältestasch in Ooms, Vorsteher en Wesenvorsteher van de Swift-Current Reserve in Saskatchewan en van de Manitoba Reserve zijn om een van de oudkoloniën ihre uitwanderung alle met naar Mexiko getrokken. Bloos op de Hague Reserve in Saskatchewan zijn 2 ooms wonen gebleven, oom Johan Lepke en oom Abraham Klassen. Ook de gemeentenkassen, wonen de Vorsteher verwalten en dat Rijnländer Wesenamt selbst met ihre kassen werden alle metgenomen naar Mexiko. Dort poort van de oudkolonische gemeente woont in de Manitoba West Reserve en de Swift-Current Saskatchewan Reserve en in de Hague Saskatchewan Reserve wonen blijven ganz ohne Wesenamt en ohne gemeentenkas. Bad 1927 fuhren Ältestasch in Ooms jeder Jahr 2 Mal terug naar Canada, einmal im Fahrjahr en einmal im Herbst. Sie fuhren im Fahrjahr aan om Jugendonrecht en doop vast te houden en de nie gedeipte en de teruggeblevene glieder met dem Avondmahl te bedienen. En ze fuhren im Herbst aan om ihre nie gedeipte en teruggeblevene glieder nog einmal met dem Avondmahl te bedienen en met aantoop Arenddankfest te vieren. Aber als zij dachten, dat de gemeente ihre Uitwanderung met dem laatste Uitwanderungszug im Herbst 1927 offiziell zum Ende gekommen wäre, dann teilte de oudkolonische Leerdienst dafür, dat sie in Kanada keine Verantwortung mehr hatten. Da nach ihrem dafür holen wären alle gehorsame Gemeindeglieder nach Mexiko getrokken. Die Glieder, wonen in Kanada gebleven wären en ihre Kinder an der Regierung ihre Publicschulen schenkten, die worden von de Ooms als verweltlichte, ungehorsame Glieder einfach aufgeschrieben. Auch die 2 Ooms, wonen op de Hague Reserve wohnen gebleven wären, teilten von dort an nicht mehr als oudkolonische Ooms. Weil sie mit ihrem Nicht-Uitwandern auch als ungehorsame Glieder geteilt wurden. Dort so viele zurückgebliebene Glieder in Kanada anfangen Autos zu fahren, sagen die Ooms als weiteren Beweis dafür, dass sie verweltlich wären. Davon auch lauter noch mal mehr. Eine von den Ursachen, wo wir in der Oldkolonie ihren Landtitel in Mexiko so merken wollen, als sie dort täten, wie diese. Sie wollen sicher merken, dass sie die Kontrolle darüber holen würden, wer auf ihre Kolonien in Mexiko wohnen darf und wer nicht darf. In Manitoba haben Beichtole und Sommerfelder entweder in der Oldkolonie ihre Noberdarper oder sogar in ihre eigene Darper gewohnt, und dort das in Mexiko nicht weiter so werden soll, dort wollen sie im neuen Heimatland unbedingt für sich in Fertig biegen. Von dieser Sache habe ich unsere Vaters in meine jungen Jahren etliche Mal vertalen gehört. Hier muss wir weiter aufbrechen. Nächstes Mal vertalen wir wieder von unseren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern ihre schwere Pionierarbeit in Mexiko. But nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.